Ah ja, okay. Ich bin der Mann mit den durchsichtigen blauen Händen. Wo muss ich denn hin? Da hoch. Mach Platz. Miep, miep. So, jetzt hier. Also, ich kann Wasser in Wein verwandeln, indem ich zuerst rechte Maustaste drücke, halte. Also, ich habe da jetzt Zauber reingeschmissen und dann die linke Maustaste. Okay, jetzt kriegt der Wein leuchtende Pickel. Alles klar. Ja, ist ziemlich fesch, oder? Ja, geil. Mal gerade nochmal. Ich soll mit Simon reden. Du bist Simon. Du bist Simon. Du bist Andreas. Es gibt keinen Peter. It looks like the wedding is up ahead. Ja, ja. Indeed, it does. Okay, dann lasst uns mal beeilen. Ich will meine Mutter sehen und ich will sicher gehen. Achso, und ich bin mir sicher, dass die Braut und der Bräutigam, dass die es auch gut finden, wenn wir da vorbeikommen und denen ihren Wein saufen. Beziehungsweise ihr Wasser zu Wein machen und dann saufen. Wer bist denn du? Hallo, hallo. Hey du, red doch mal mit mir. Was soll denn das? Ja, mit dir rede ich. Was bist denn du so eingebildet, Mann? If you do not judge other people, then you will not be judged. If you do not find others guilty, Ja. then you will not be found guilty. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Aha, also, ja. Ah, weg da. Habe ich das nicht schon mal gesagt hier irgendwann? Gib und dir wird gegeben, nehmen, dir wird genommen. Furze und du wirst gefurzt. Keine Ahnung. Pass auf, da fällt mir gerade noch, also richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst. So. Ja, wer kennt es nicht? Rieche nicht, auf dass du nicht gerochen wirst. Und dann hätten wir noch, rechne nicht, auf dass du nicht gerecht wirst. Das ist immer gut, wenn einer in Mathe, der Lehrer sagt, hier mach das, dann sagst du, nee, sorry, aber ich kann das leider nicht ausrechnen, ich darf es nicht, das verbietet mir mein Glauben. Ja, was für ein Glauben hast du? Ja, ich bin hier Christ. Und wo verbietet das? Ja, rechne nicht, auf dass du nicht gerecht wirst. So irgendwie. So, wer schwankt denn hier so? Das ist meine Mutter. Hey, guck mal. Der hat denselben Bademantel wie der Simon. Wo bist du denn, Simon? Simon? Der scheint... Junge, das ist aber eine ziemlich markante Brustpartie, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, du fleißig hier am Süffel. Ich höre doch irgendwie Leute. Oh, der hat schon graue Haare. Der kippt sich hier die ganze Zeit. Ja, ist da überhaupt noch Wein da? Ey, was machst denn du da? Wieso stehst denn du da auf dem Cola-Kasten? Magst du mit mir reden? Guck mal da hinten. Entschuldigung. Oh. Ich hänge fest. Jetzt nimmer. Glatzenmann, magst du mit mir reden? Nein. Oh, guck mal, da ist Käse. Das nicht, oder? Das könnte Käsekuchen, aber da ist Käse. Wisst ihr eigentlich, warum der Käse Löcher hat? Ich glaube, das ist dasselbe. So ein bisschen, ich glaube, beim Käse sind es Bakterien oder so. Milchsäurebakterien, keine Ahnung. Aber es ist ähnlich wie beim Brot. Da kenne ich mich ein bisschen besser aus, wie mit Käse. Beim Brot ist ja so, du machst da Hefe in Teig und das sind ja so Pilze und sowas. Und dann kommen so die Hefe... Fuzis, Bakterien, keine Ahnung. Und, ne, warte mal, wie war das wieder? Das sind irgendwelche Bakterien im Teig und die fressen die Hefe. Genau. Und dann kriegen sie aber einen Blähbauch. Und dann futzen sie die in den Teig. Und das gibt diese kleinen Bläschen in der Krume. Krume ist das innen im Brot. Außenrum, das ist die Kruste. Nur falls ihr euch jetzt fragt, was zur Hölle eine Krume ist. Ja, was ist denn das hier? Hähnchen mit Salamischeiben, auch nicht schlecht. Ja, und ja, die fressen also Hefe und futzen dir in Teig
und dann kriegt er halt diese Furzbläschen da und deshalb wird er dann hochgedrückt. Das ist wie wenn dir jemand in den Malzteig furzt und es hebt das Dach von deinem Häuschen ab. Wer das versteht, versteht's. So, da haben wir ein paar Paprika, Zwiebel, Tomaten, jawohl, alles dabei, Pfeffer, Salz. So, bist du meine Mama? Hello, Jesus. Hallo, Jesus. I haven't Hallo, seen you in ich bin so Jesus. long. I'm glad you could make it. But I'm afraid the wedding appears to have a small issue. Also, es ist meine Mutter und die sagt, ja, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Schön, dass du da bist. Es scheint aber so, als hätte die Hochzeit ein kleines Problem. Ja, was ist denn das Problem? There's a man who appears to be in need of assistance. I'm not sure what to do. Da ist ein Mann, der braucht dich. Sie weiß nicht, was er machen soll. Ja, aber es ist noch nicht meine Zeit. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Was soll ich tun? My time has not yet come. No, but I thought you might be able to help. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu, wenn ich sage, es ist noch nicht meine Zeit? Dann brauchst du nicht zu sagen, ja, keine Ahnung, aber du könntest helfen. Nee, Mutter, es ist noch nicht meine Zeit. Ja, ich guck, was ich machen kann. Was ist eigentlich da drüben mit dem? Ah, das ist... Moment, Frau. Frau, bleiben Sie stehen. Haben Sie einen Backenbart? Möglich. Ist in Ordnung. Von mir aus können Sie 2 Backenbärte haben. Einer oben, einer unten, ist mir alles egal. So. Hallo, Mutter. Soll ich mit dir reden? Ah, das ist... Achso, ich rede jetzt quasi mit dem Döffler da hinten. Mutter, geh mal aus der Optik. Also, das da ist der Kaufmann. Ich habe gehört, wie er von John dem Täufer gesagt hat. Ich soll mal hingehen, soll nach John fragen. Okay, danke, mache ich. Achso, also doch. Mit dir. Talk to the man who needs help. Junge, brauchst du Hilfe? Hallo, was ist das Problem? Oh, hello. I'm afraid we're in a bit of a Was ist denn hier bind. los? The people setting up and the people early to the party enjoyed the wine a bit too much. Oha. We've run Okay. out of wine and the party's about to start. The groom and bride will be very Was er disappointed sagt and ist, all in big trouble for this. Unsere ganze Familie besteht aus Suffköppen. Und die haben alle schon so viel Wein gesoffen. Die Hochzeit ist noch gar nicht losgegangen und die sind alle schon besoffen und es ist kein Wein mehr da. Das ist schlecht. Wenn die Braut und der Bräutigam das mitkriegen, dann sind sie sehr enttäuscht. Und das wäre ziemlich schlecht für den Weinmanager. Wer säuft denn eigentlich mir die ganze Zeit da ins Ohr? Ja, dann nimm mal hier die Krüge und bring sie mal auf die Bühne, also auf die, ja. I don't quite Ja, er understand, versteht but zwar I nicht guess I have warum, no aber er choice. hat ja eh nichts I hope Besseres you zu can tun. find wine somewhere. Er hofft, dass ich Come irgendwo talk to me Wein again if you herkrieg. manage to solve the problem. So, also, keine Angst, ich kümmere mich darum. Mach du den Wein auf die Bühne. Hallo? You can enter Holy Spirit Mode by pressing Tab and then selecting the object. Also, Heilige Geist-Modus. Moment, Heilige Tab war hier, diese Taste. Alles klar. Heilen. Ich weiß nicht, soll ich heilen? Na? Fühlst du dich schon geheilt? Und du? Bist du auch schon am Heilen? So, Moment, ich habe wohl das Falsche gewählt. Ich sollte wohl nicht heilen. Ja, warum kann ich denn heilen, wenn ich es nicht nehmen soll? Ah ja, okay. Jetzt. Ich bin der Mann mit den durchsichtigen blauen Händen. Wo muss ich denn hin? Da hoch. Mach Platz. Miep, miep. So, jetzt hier. Also, ich kann Wasser in Wein verwandeln, indem ich zuerst rechte Maustaste drücke, halte. Also ich habe da jetzt Zauber reingeschmissen und dann die linke Maustaste. Okay, jetzt kriegt der Wein leuchtende Pickel. Alles klar. Ja, ist ziemlich fesch, oder? Ja, geil. Mal gerade nochmal. Also, ein bisschen Zauberkräuter rein. Zack. Weißt du? So. Und jetzt? Jawohl. Jetzt werden das Zaubertrank wird jetzt gebraut. Ich hoffe, dass mir da keine Haare wachsen. An Stellen, wo ich sie nicht will. So, also, hier wieder Zaubertrank. Zack, Pülverchen rein. Und jetzt ordentlich. Ich glaube, das ist so O2 mache ich da gerade rein. Also so
Sauerstoff und den aktiviere ich jetzt mit Active O2. Jawohl, ja. Ja. Wenn das nicht lecker ist, bin ich jetzt mal gespannt, wie sie drauf abgehen. So. Hallo Simon. Hallo Andreas. Ich soll mit dem Weinmann sprechen. Wo ist er denn? Ah, da. Junge, hast du die ganze Zeit hinter mir gestanden, oder was? Also, jetzt mach mal und probier mal das Wasser. Ja, er versteht es immer noch nicht, aber er geht jetzt mal gucken, wie das Wasser schmeckt. Lass mal gucken. Und, gut? Schmeckt? Na, was sagst du? Was sagst du? Was sagst du? Ist ja gut? Das ist, ja, Wein! Ja, klar! Bier auf Wein, das rate ich dir. Wein auf Bier rate ich auch dir. Wie ich schon gesagt habe, ich kümmere mich darum, mein Freund. Und dann klappt das auch, wenn ich das mache. Ja, geil. Junge, was müssen die vorher für eine Plörre gehabt haben, dass meine 3 Kräuter und ein bisschen Wedeln, dass das ein besserer Wein ist, wie das, was sie vorher hatten. Okay, ja, dann geh mal hin, ruf mal den Bräutigam, soll er auch mal einen Schluck probieren. Hat den ganzen Tag noch nichts gekriegt. So, wo ist er denn? Ich soll schon wieder mit ihm reden. Ja, okay, was geht ab? Jetzt hör doch mal auf, dauernd zu saufen. Du machst ihn ja schon wieder leer. So. I'll knock on the door. Ja, dann mach hier. Klopf mal. Klopf mal wie ein Kerl. Klopf, 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 klopf. Glatzenmann, bist du der Bräutigam? Jesus, I want you to meet the groom. He's getting ready for the wedding. Ja, super. Hello? Hello? I'm glad you could make it. I'm a bit embarrassed though. I have gotten word that we have run out of wine. Oh, he's talking with foreign tongues. Keine Panik, mein Freund. Ich hab mich drum gekümmert. Jesus managed to get us wine. Let's go and try it. Alter, der It's ist the nur am best Süffeln wine I've hier. ever had. Ist ja unglaublich. Well, I'll be the judge of that. Let's go try it. Ey, jetzt, wenn der sagt, dass ich Wein gemacht hab und du hattest vorher keinen Wein, dann kannst du ja wohl gefälligst zufrieden sein, auch wenn er nur annähernd wie Wein ist. Selbst wenn es, keine Ahnung, Rouge Ordinaire ist oder so. Mann. Der ist mir ein bisschen zu, ich probiere, ich sage, ob das guter Wein ist. Geh und guck. Ja genau, guck die Tür an. So. Ist der auch hier am Süffeln? Und? This one is amazing. What did you do to make it so good? Ja, genauso hört sich einer an, der extrem erstaunt drüber ist, dass er guter Wein trinkt. Dieser Wein ist ja sehr lecker. Was hast du damit gemacht, dass der so gut ist? Tja, ich hab's wie die kleinen Käsebakterien gemacht und hab dir ordentlich reingefurzt. So, wie ich gesagt habe, ich kümmere mich darum. Thank you, Jesus. You made my day even better. Ich mag seinen Akzent. Warum ist das der Einzige, der mit Akzent spricht? Weil wir jetzt in Kanaan sind oder was? Ja, das ist Wahnsinn. So. Dann gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ah, Kapitel 6. Sehr gut. Was ist denn das? Ist das Pontius Pilatus oder was? Oder Stechus Cactus? Archus Lecus? Maxus Minimax? Emantia Incontinentia? Bicus Dicus. Dein Sohn wird leben. Ja, gut, oder? Ja, wer ist es denn jetzt? Ist es Longinus? Ne, er hat keine Lanze dabei. Okay. So. Once more he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. Galiläa, das hatten wir schon, ich weiß. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. Unless you people see signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. Okidoki. Guck mal, der da links hat einen Hut auf seinem Schild. Sir, come down before my child dies. So, was geht ab? Achso, sein Kind ist kaputt, ist am Sterben. Go, sorry, Jesus Kind ist kaputt. replied. Your son will live. Okay, also der sagt so, ey, Junge, mein Sohn geht's nicht gut. Und dann sagt Jesus, geh einfach zurück, deinem Sohn geht's gut.
Und dann sagt er so, okay, ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Mal gucken, was wir jetzt da draus machen. So. Ja, hopp. Was geht jetzt ab? Speak with Andrew. Moment. Simon Andreas. Hallo Andreas. Teacher, this Roman official would like to speak with you. It seems like he has a... Was ist denn jetzt mit der Synchro los? Warum ist denn die Synchro jetzt? Also, ich meine, der eine, der plötzlich einen anderen Akzent hatte, okay, kann ja sein, ist eine fremde Person. Aber der hört sich jetzt gerade an, als hätte er den Kopf noch im Boot stecken oder was. Also, da hinten ist ein Römer mit ohne Schuhe und roter Strumpfhose und Beinschoner. Der will mich sehen. Ja, gut. Dann ich geh mal gucken. Mach mal Platz hier. Hallo Centurio! Ui, hast du Kajal drauf, mein Lieber? Das sieht fesch aus. Hübsch. Komm mal her. Kannst du auch weniger rucklig rumgucken? Nee, kann er nicht. Jetzt hört doch mal auf hier, ihr zwei Deppen. Ihr müsst mir doch jetzt nicht... Ja! Komm her, warte, ich muss die austricksen, so. So, also, zu dir. Lord, I cower before Okay. you. My only son is dying and I beg you I know I am unworthy to have such a... Okay, also das ist ein römischer Soldat. Und er sagt, hier, Herr, ich kniee vor dir nieder. Mein einziger Sohn ist am Sterben. Und ich bete dich an, bitte heile ihn. Ich weiß, dass ich unwürdig bin. Aber ich habe nur diese eine Bitte an dich. Und ich weiß, dass alles möglich ist. Und ich glaube, dass du ihn heilen kannst. So, dann sagte Jesus... Du wirst nur dann glauben, wenn du Zeichen und Wunder erkennst oder siehst oder sowas. Ja, bitte heile meinen Sohn. Okay, healing people. You can begin healing people by pressing tab and selecting the heal ability. Ah, jetzt darf ich heilen? So, was geht denn jetzt ab? Was ist denn das für dämonischer Zauber? Ein dämonischer Zauber hier. Achso. Clear all viruses? Das ist nicht euer Ernst, oder? Was ist denn das hier? Das ist eine Ritze. Ja, das ist eine rote Blutkörper. Ich bin jetzt nicht in der Blutbahn von dem Jungen, oder? Na krass. Wen soll ich heilen? Heilung. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu heilen. Ja, aber wo muss ich denn hin? Junge. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Dahin? Nee, da. Ich sehe hier 0. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich glaube, jetzt gehe ich zurück, kann das sein? Ich kann nicht aufhören zu heilen. Hör doch mal auf. Ich habe gerade meine Hand irgendwo drin gehabt. Okay. Was geht denn jetzt? Jetzt sind sie oben. Also 58 Meter. 33. 33. Ja. Okay. Da gucke. Hab ich dich. Du wirst jetzt geheilt. Da ist der Coronavirus. Jetzt geht's dir an den Kragen. Coronavirus. Zack. Ich erhitze dich auf über 60 Grad. Jawohl, da zerbirstet er in Flammen. Corona ist besiegt. Sehr gut. Sehr dunkel hier. Ich weiß nicht, ich renn mal da rüber. Ist das da noch ein Virus? Keine Ahnung, ich tu mal... Ah ja, natürlich! Hat er sich versteckelt. Das ist der Ebola-Virus. Zack! Besiegt ist er. Sehr gut. 2 haben wir. 40 und 57 Meter. Dann gucke ich mal hier weiter. Oh, ist... Ah ja, okay. Ich muss danach... Ey, das ist... Hier aber wirklich dunkel wie in einem Katzenarsch. So, sind wir richtig? Jawohl. Das ist der I Love You Virus. Zack, weg ist er.
Ja, Jesus ist immer hier. Ah, guck mal, da ist gleich der Nächste. Na, sag mal her. Was ist denn das jetzt für ein Virus? Ja, das ist der Virus Schmirus. Zack, auch der ist besiegt. Das Kind ist geheilt. You can fully heal the body by pressing... Okay, jetzt. Wir müssen jetzt unser Key sammeln. Zack. Oh! Heile! Heile Körper, heile! Okay. Aha, das Ganze jetzt im Rückwärtsgang. Da haben sie sich jetzt die Entwickler mal einfach gemacht, haben sie einfach rückwärts abgespielt. Jawohl. So. Gut, Kajal. Also, pass auf. Hahn, geh nach Hause. Auch wenn du super hübsche Augen hast, echt jetzt. Aber geh nach Hause. Jetzt geh zu deinem Sohn. Denn er ist vollständig geheilt. Der hat 3 Maxi-Tränke gekriegt. Er ist vollständig geheilt. Ja, ich gehe her. Und ich möchte dran glauben, dass mein Sohn geheilt ist. Es ist nicht dein Glauben, der deinen Sohn geheilt hat, sondern dein Fehlen an Glauben. Du hattest ein zweifelndes Herz, aber ich bin gekommen, um die zu retten, die nicht glauben wollen, und die zu angeln und zu lehren. Wieso angeln? Egal. Die in mich glauben oder an mich glauben. Gesegnet sind die, die nicht sehen können, aber trotzdem glauben. Ich weiß jetzt, dass du gesehen hast und du wirst glauben und du wirst gerettet werden. Ja, ja. Danke, danke. Hopp, tschüss. Geh zu deinem Sohn, geh zurück und glaube. Du Lull. Irgendwann, wann ich das sah. So. Was ist denn da hier? Bin ich immer noch am Heilen oder was? Sag ich mal her, kann ich nochmal interagieren mit irgendwem? Komm mal her. Jetzt hier. Wir catchen jetzt. Komm her. Ich catch dich. Zack. Zack. Ins Gesicht rein. Voll ins Auge. Gilt auch für dich. Warte. Ich tue jetzt Menschenangeln. Ey, wieso leuchtet der nicht? Ah, der hat ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5 und die andere Hand. Ja! Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Es tut mir leid. So. Teacher, this Roman official would like to speak. It seems like he has a quest. Word of you has been getting around the area. Wie jetzt ernsthaft? Habe ich doch gerade. Scheiße, muss ich das jetzt nochmal machen? Oder ist der da unten? Da war nicht, da war doch die Hochzeit. Was macht denn der Römer da auf der Hochzeit? Ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Ja, ich weiß, dass ich mit dem anderen hätte reden müssen, mit Simon. Aber ich kann mich hier wieder ein bisschen umgucken. Okay. Einen Moment. Mein Handy will mir was sagen. Ja, mein Handy will mir sagen, dass die Waschmaschine fertig ist. Dann wird es Zeit für mich, jetzt das zu Ende zu bringen. Aber ich muss da hochgehen. Ha, guck mal, ich kann sogar Treppen hochgehen. Zack. Oh, hier oben ist Brot. Oh, nice hier oben. Ist klar. Hüpf. Ja, komm, jetzt hier. Ich muss die Wäsche aus der Waschmaschine holen. Sorry, ich habe keine Zeit hier, mich noch umzugucken. Wir haben uns ja vorhin haben wir uns genug umgeguckt. War langweilig genug für euch, für mich nicht. Ich fand es ja wirklich, ich finde das ja... Ernsthaft jetzt? Ja, aber da ist kein Römer. Gucke, das ist ein unsichtbarer Römer. Okay, dann rede ich mal mit dir. Junge, ruckelt doch noch mehr. Okay. Teacher, this... Ja, okay. Es gibt keinen Römer hier. Junge, echt jetzt? Es gibt hier keinen Römer. Ich habe den Römer verschwinden lassen, da ist er. Kurt Römer. Ja, ich glaube, ich habe hier einen Bug. Moment, ich probiere mal, ob wir das irgendwie beheben können.
So, dieses Mal, jetzt, wir haben es, also ich muss jetzt das Ganze hier eben nochmal machen, das komplette Kapitel mit der Heilung und so. Dieses Mal rede ich gleich mit Simon, Yes, Lord. der jetzt Peter heißt, also doch. Wieso heißt er denn jetzt Peter? Vorhin hieß er noch Simon. Also, er ist jetzt ein Gläubiger. Er arbeitet jetzt für den Staat, er ist jetzt ein Gläubiger. So, Peter, hast du gesehen, wie er jetzt spricht? Jetzt ist er ein wahrer Gläubiger. Ja, ich hab's gesehen, mein Herr. Der Centurion. Es war so dringend. Obwohl er ein hochrangiger Offizier, keine Ahnung was war. Aber der Glaube des Mannes war schwach. Aber jetzt ist er stark. So, hast du gehört, was er gesagt hat? Hä? Hast du gehört? Er hat gesagt, dass ich gut gemacht habe. Er hat gesagt, ich werde jedem, der es hören will, davon erzählen. Dieser Mann ist nun meine Stimme. Er ist meine Hand und er ist meine Augen. Er sind meine Augen, egal. Er wird das Wort Jesu verteilen wie die Butter auf der Stulle. Und viele werden kommen zu mir und essen wollen. Peter, siehst du jetzt, von was ich gesprochen habe? Das ist nur der Anfang. Viele werden kommen und viele werden geheilt werden und viele werden sehen. Das ist nur der Anfang. Jawohl, Chef. Alles klar, Chef. Ich habe jetzt verstanden, Chef. Genau wie du werde ich jetzt rumlaufen und Butter spreaden auf the bread. Und genau wie du werde ich jetzt kommen und das Wort des Messias kundtun und ich werde helfen, dass ich jeden damit erreiche, bla 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 bla. Also viele werden zu dir kommen, viele werden geheilt und viele werden sehen. Ach, ist das nicht schön. Jetzt war es doch wieder der Andreas. Habt ihr das gesehen? Ich dachte, das war Simon. Andreas war doch der links. Das war doch Simon. Simon Peter. Mann, das Spiel macht mich irre. Kann er sich denn einmal entscheiden, ob er Simon oder Peter ist? Oh, guck mal hier. Aha. Okay, die sagen ihm jetzt gerade, ey, dein Junge lebt. They said to him, yesterday, at 1 in the afternoon, the fever left him. Gestern um 1 Uhr mittags hat ihn das Fieber verlassen. Und da ist ihm dann klar geworden, das war genauso, wo Jesus gesagt hat, dein Sohn wird leben. Ja, da freut sich der Junge. Hallo! Geht er gut, ja? So, sehr schön. Ja, das war das dritte Wunder, das er gewirkt hat in was war es, Kanaan oder Galiläa? Eins von beiden oder beides. Kann auch sein. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Haben wir jetzt vielleicht, was hat er sonst noch so gemacht? Für Jesus. Mit dem Moped gefahren und Wasser zu Wein hat er gemacht und oh, Demo zu Ende. Ja, dann würde ich mal sagen, da macht er erstmal nichts, der Jesus. Der Jesus macht jetzt ein bisschen Pause, so 2000 Jahre. Irgendwann ist das Spiel vielleicht mal fertig. Ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass das Spiel jemals fertig ist. Deshalb müsst ihr so lange mit meinem Let's Play zu dieser Demo oder zu diesem Prolog aufwarten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt die Bibel und Auszüge aus der Bibel ein bisschen näher bringen. Das war mein Herzenswunsch. Also, wenn ihr mal Bock und viel Zeit habt, lest Herr der Ringe. Und wenn ihr dann immer noch viel Langeweile und Zeit habt, dann lest es gerade nochmal. Ja, das ist so mein Tipp an euch. Tschö. Könnt aber auch der Hobbit lesen.